Tausende Zivilisten fliehen aus der Großstadt Aleppo im Nordosten Syriens. Schon seit Tagen kämpfen dort Regierungstruppen gegen kurdische Einheiten. Es sind die heftigsten Gefechte seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Assad Ende 2024. Eigentlich hatte sich die Regierung von Übergangspräsident al-Scharra mit den Kurden darauf geeinigt, sie in die staatliche Ordnung einzugliedern. Doch das ist bisher nicht geschehen. Sie rennen um ihr Leben, Syrerinnen und Syrer auf den Straßen Aleppos. Wieder einmal ist die zweitgrößte Stadt des Landes Kampfgebiet. Wieder einmal sind Zehntausende Zivilisten auf der Flucht. Es gibt so viel Zerstörung. Es gab viele Bewohner, die versuchten zu fliehen, aber die Scharfschützen begannen zu schießen und sie mussten wieder umdrehen nach Hause. Mein Viertel Aschrafia wirkt wie ausgestorben. Heftige Schusswechsel bei Nacht, militärisches Vorrücken von islamistischen Milizen am Tag. Eine gemeinsame Militäroffensive von Regierungstruppen und dschihadistischen Kämpfern, die berüchtigt sind für Massaker. Ihr Ziel, Stadtviertel zu erobern, in denen vor allem Kurden leben und kurdische Truppen das Sagen haben. Vergangenes Jahr wirkte es kurz so, als hätten die Kurden und die neue Regierung in Damaskus sich diplomatisch angenähert. Doch nun wieder Konfrontation, denn die Kurden weigern sich, ihre Truppen bedingungslos einzugliedern in eine nationale syrische Armee. Sie behaupten, das Nachbarland Türkei versuche zu spalten, hetze Islamisten in Syrien gegen die Kurden auf. Ob die türkische Regierung oder die Gruppen, die dem syrischen Verteidigungsministerium unterstellt sind, sie attackieren unsere Gebiete jeden Tag. Diese Gruppen werden von der Türkei aus gesteuert und unterstützt. Ausländische Mächte mischen weiter mit in Syrien, weiter kein Frieden in Sicht. Und damit auch im neuen Jahr kein Durchatmen für die Zivilbevölkerung.